Jetzt zu den Fragen. Eine kommt von einer Gruppe namens Fishfight. Mein Name ist Mario Picasso. Bei Fishfight kämpfen wir dagegen, dass gefangene Fische ins Meer zurückgeworfen werden. Mehr als 850.000 Bürger unterstützen schon unsere Kampagne für ein Verbot. Das letzte Hindernis bei der Reform der Fischereipolitik sind bestimmte Mitgliedsländer wie Spanien, Frankreich oder Irland. Die Kommission und das Parlament unterstützen uns. Doch was passiert jetzt, da die Fischereiminister an den Verhandlungen beteiligt sind? Kommissarin, das ist jetzt ein Trialog, bei dem viele Köche den Brei umrühren. Was wird jetzt geschehen? Ich bin optimistisch, muss ich zugeben. Sie werden es nicht verwässern? Natürlich gibt es ein Risiko, die Reform zu verwässern. Bei den Verhandlungen kann es einen Kompromiss geben und das kann natürlich die Sache verwässern. Aber ich bin optimistisch, weil so viele Leute die Kampagne unterstützen. Wir haben von fast 1 Million Unterschriften gehört. Der Rückwurf ist ein riesiges Problem. Durchschnittlich 23% unserer Fischer werfen heutzutage den nicht brauchbaren Fisch wieder zurück ins Meer. 23%. Und in manchen Gebieten sind es bis zu 80%. Das ist sehr viel. Und ich denke, das hat jetzt jeder begriffen. Wir hatten einen guten Ansatz unter den Ministern im Rat, keine Ausnahmen, was sehr wichtig ist. Aber die zeitlichen Vorgaben stehen immer noch auf dem Spiel. But of course the timeline is still at stake.